Der Landfunk. Sie hören Musikhits und Einkaufstipps. Zum Beispiel Spraygras für Ihren Garten. Einfach aufsprühen, fertig ist die Wiese. Herr Molkemeyer wollte ein komplettes Team schicken. Kamera, Ton, nicht wahr? Ich habe meinen Text, ich habe mich umgezogen, ich bin bereit. Bitte? Ja, aber das habe ich doch alles mit Herrn Molkemeyer verabredet. Wir wollten heute anfangen zu drehen. Das große Fernsehporträt Günter Griem, Matador des Volkes. So, jetzt stehe ich hier seit einer geschlagenen Stunde in meinem volkstümlichen... und nichts passiert. Nichts passiert. Ja, wo steckt denn Ihr Herr Molkemeyer? Na, was treibt unser neuer Bürgermeister eigentlich den ganzen Tag? Telefoniert. Überall ist Aufschwung. Nur hier wieder mal nicht. Egal, wer Bürgermeister ist. Günter Griem hat euch offenbar zu viel versprochen. Ja, das sollte man ihm mal direkt ins Gesicht sagen. Ja, so direkt ins Gesicht da rein. Ja, wir sagen zu Griem, hier, du hast uns in so eine Dings geschickt. Was? So eine Straße, da wo es nicht weitergeht. Was soll das denn sein? Du meinst eine Baustelle? Er hat uns in eine Baustelle geschickt. Nee, das ist so eine Wand. Ja, was denn jetzt, eine Straße oder eine Wand? Eine Straße zu einer Lagerhalle? Ein Bauernhof? Nee, kein Gebäude. Kann doch noch mal, ne? Ja, Schlüssel stecken. Kneipe? Kein Gebäude, hat er doch gesagt. Da ist eine Straße, die geht rein, aber die geht nicht weiter. Gibt es sowas auch in der Stadt? Ja. Sackgasse. Du meinst eine Sackgasse? Günter Griem hat uns in eine Sackgasse geschickt. Ja, richtig, das sag ich doch. Das sagen wir Ihnen so direkt ins Gesicht. Ins Gesicht. Büttenwader, Sackgasse, so sieht's aus. Erst habe ich ja gedacht, er war das gar nicht. Hier ist der Landfunk mit dem Nachtprogramm. Dann habe ich das rote Angeberauto noch mal gesehen. Jetzt sei doch mal ruhig, Auze. Dann habe ich gedacht, na ja, Ruhe! War das ja wohl doch. Mann, ich will hier was im Landfunk hören. Jetzt soll doch alle mal ruhig machen. Bist du so unleidlich, Braggelmann? Vielleicht kommt ja heute mal eine Frage. Ich habe doch dem Landfunk geschrieben, was ich da machen soll, ne? Mit dem Hackenschuss. Vielleicht können die mir ja helfen, der Herr Dr. Förster. Gertrud Lummer aus Glockenstedt schreibt, lieber Dr. Förster, mein Nasenschleim riecht so schlecht. Muss ich mir schon Sorgen machen? Wieder nicht. Ja, also, wenn der Nasenschleim schon so übel riecht, dass man sich damit an einen Arzt wendet, dann deutet das auf Stockschnupfen. Katarrhalischer Stockschnupfen. Der Schnupfen bildet Gut aus. Ich meine, er kann den Wagen ja auch verkauft haben. Ja, wen meinst du eigentlich? Ja, Jürgen Seute. Ich habe jetzt ja zweimal das Angeberauto von Jürgen Seute gesehen. Meinst du, er war das? Das weiß ich doch nicht, du Dödel. Ich lieg doch hier den ganzen Tag auf dem Sofa mit Nagelschuss wie ein Knack in der Sonne. Nächsten Frage. Ich lese einmal vor, was uns Kurt Brackelmann aus Büttenwader geschrieben hat. Jetzt komm ich. Brackelmann schreibt, ich hatte, wird eigentlich nicht mit Doppel-D geschrieben, aber gut, einen kleinen Unfall im Wald und seitdem leide ich unter einem Hexenschuss. Hä? Ich komme gar nicht mehr vom Sofa. Hagenschuss! Hexenschuss. Hagenschuss, du blöde Else! Richtig. Jetzt verdienen Sie schon so viel Geld mit der Reklame im Landfunk. Und dann können Sie so eine einfache Frage nicht mal beantworten, ne? Ich zahle schon seit Jahren keine Gebühren mehr und die ärgern mich immer noch, diese Schweinesender. Radio. Radio.
glaube, ich hab eine Idee. Hast du sowas schon mal gemacht? Ja, andauernd. Fertig? Nee. Jetzt? Ja. Funktioniert das auch? Ja. Freund. Schön, dass du dich nach mir erkundigst. Was ist mit Frühstück? So schön, Pott Kaffee, ne? Mit dem Röstbrot, ja. Kommt da noch was? Ich bin auch heute so unleidlich. Gleich. Hier ist Radio Büttenwader. Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Ab 12 Uhr morgen Radio Arte auf Sendung. Radio Arte einschalten, kurbeln, bis ihr meine Stimme hört. Jeden Tag Radio Arte von 12 bis Mittag. Es gibt Musik und Musik. Toll, toll, toll. Also doch. 3,27 Meter. Merk dir mal kurz, 3,27 Meter. Bist du jetzt auf einmal Friseur geworden? Das war ich doch schon immer, Arche. Und die Höhe liegt bei 2,40 Meter. Also ungefähr. Du hast Haustüren verkauft aus Presspappe und Stretchcord-Pullover. Ich bin ein Mann, der sich immer verdient macht. Der auch immer etwas weitergeben will, verstehst du? Dem Menschen etwas schenken, Arche. Ja, dann schenkt dir mal selber was, und zwar jedes weitere Wort. Immer diese Unstimmigkeiten. Wir beide sind doch Familie. Wir sind nicht Familie, du bist doch nur angeheiratet. Du bist der angeheiratete Neffe von meiner Cousine. Ich bin der Onkel der Schwägerin deines Vaters. Ja. Jetzt hör mal. Hör mal, du sagst zu mir, hör mal, als wenn du was Höheres wärst. Hör mal. Ja, wieso? Wenn überhaupt. Dann sag ich zu dir, hör mal. Warum gehen wir nicht den Weg der Versöhnung? Weil der Weg nur bergab geht. Das ist nicht bewiesen, Arche. Ich bin ein Erfolgsmensch. Und bei mir bist du immer auf der richtigen Seite. Verstehst du? Ich bin ein Erfolgsmensch. Achtung, Achtung, ab morgen 12 Uhr auf Sendung Radio Arte. Einschalten und... Günter Griem, Matador des Volkes. Ja, es geht um PR. Wir hatten gesagt, heute Reiterhof. Günter Griem, ein Vollblutpolitiker mit Vollblutfehlen. Bilder vom Reiterhof, Griem auf einem braunen, Griem mit dem Lächeln eines Feldherrn, Griem in die Kamera. Meine politischen Ziele erreiche ich im gestreckten Galopp. So. Moin, Arche, ne? Ja, wo ist denn Herr Merkelmeier? Bruno, ich mache jetzt auch Landfunk. Muss mal reinhören. Morgen fange ich an. Echt? Super, super, super. Und warum? Ja, ich mache Programme und dann Reklame und das brummt immer richtig und den Nennwert, den streiche ich dann gleich mal ein. Boah. Das ist doch bestimmt wieder Kurt Braggelmann seine Idee, ne? Nee, das ist meine und das mache ich auch alleine. Nein, das hatten wir besprochen. Er wollte mir das Team schicken. Ja, das hat er mir zugesagt. Kann ich auch mal ausprobieren? Bitte, bitte, bitte. Griem ist mein Name. Nein, Griem. Was, wer ich bin? Erlauben Sie mal, seit wann leben Sie denn in Klingsee? Wer sind Sie überhaupt? Reden Sie nicht mit mir wie mit einem armen Irren. Ich brauche einen anderen Sattel. Herr Merkelmeier kennt mich, der soll mich im Dorfkrug anrufen. Ja, Festnetz. Natürlich, das ganze Dorf ist ein einziges Funkloch. Ah, bitte. Verdammte
verdammter Scheiße. Aber kannst du mir vielleicht Musik leihen? Du hast doch bestimmt Hits. Ja. Hallo? Hallo? Hier ist Radio. Radio. Arche von 12 bis Mittag. Da kann ich vorher zum Frühschoppen in den Dorfkrug und nachher habe ich Mittagspause. Ich hab Hunger. Und ja, es gibt in dieser Sendung Musik und Ratschläge und aber auch Interessantes. Ja. Was machst du da eigentlich? Zum Beispiel Einkaufstipps. Aber noch ist es ja nicht so weit. Und darum jetzt Musik. Das ist meine Platte. Das ist meine Platte. So. Was ist meine Platte? Du zerkratzt meine Platte, du Dödelmann. Ja, ein Blick zur Uhr. Es ist 2 Minuten nach 12 und wir haben noch eine Menge Zeit. Darum nochmal ein Blick auf die Uhr. Und gleich ist es 3 Minuten nach 12. Und jetzt noch mal Musik. Killerkralle und die Interessen der Mätressen. Ein Hörspiel von Kuno. Von Kuno. Für Kuno. Was ist denn jetzt los? Sind das die Russen? Der Sternzerstörer ballert auf Rapid City. Und in dem Raumschiff sind irre viele Mätressen. Und die haben sich geklont und sehen alle aus wie Kuno? Lucci. Ja, Lucci sieht ja super aus. Also auch so... Ja, hier ist wieder Radio Arche von 12 bis Mittag. Ich hab Hunger. Es ist jetzt 4 Minuten nach 12 und gleich ist die Sendung vorbei. Und jetzt wieder Musik. Also, liebe Mutti, zu deinem 75. Geburtstag schenke ich dir dein Lieblingslied. Und die Platte, die habe ich mir extra geliehen für dich. Küsschen. Und habt ihr gehört? Ja, das war super. Wirklich? Ja, meine Mutti fand das auch super. Wir haben das zusammen gehört in meiner Mittagspause bei uns in der Küchenzeile. Das war so super. Deine Mutti auch, das ist ja gewaltig. Ja, die fand das super, super. Vor allen Dingen, als ihr Lied kam und dann noch mit mir als Ansage vorher. Und wie fandst du das? Ich fand das auch total toll. Ja, das ist der Anfang. Da sind die Dinger, ja. Ja. Bitte macht da keine Kratzer rauf. Nö. Ja, sind alle begeistert. Ja, schön und gut, aber irgendwann müssen wir ja auch mal Kasse machen. Wir? 50-50. Hallo, hier ist wieder Radio Arche von 12 bis Mittag. Wenn der Entrillich in Wald und Flur seine Stimme erhebt, dann hören die meisten ja nur
Hallo, Herr Clarkson. Ja, Sie sind doch der bei Wertfrei, ne? Ja, Sie machen doch so gerne Werbung. Im Landboten und im Landfunk und so weiter. Ja, ich hätte da was für Sie. Ja, und weil ich ja der Einzige bin, der ihn versteht. Ja, das ist ein neuer Sender. Der ist auf 97,7. Und ja, der bricht hier in Büttenwader gerade alle Rekorde. Haben Sie mal reingehört? Sie informieren doch bei Wertfrei so gerne die Leute da draußen über Sonderangebote und so, ne? Ja, dann machen Sie das doch mal bei uns im Radio. Er nennt sich Radio Arce. Der Alan Trillich sagt ja immer, du kannst jeden Moment lieben, auch wenn es schwer fällt. Dann guck dich an, sagt er. Du bist da, du atmest. Du fühlst, du kannst dich erinnern. Du hast den ganzen Tag nur wieder über diesen komischen Vogel gelabert. Ja, aber ist es nicht wunderbar? Barmittel sind wunderbar. Ja, so kriege ich doch keine Werbezeiten verkauft. Ich weiß gar nicht, was du hast, Brackelmann. Im Dorfkrug sind sie alle begeistert. Super, wirklich. Ja, deine Mutti auch? Ja, die fand das auch total super. Immer noch. Radio Arce. Ja, ich hab's ja noch nicht gehört, ne? Ich habe ja keine Zeit. Aber du, ne? Ja, toll, total toll. Ja, Arce, ja. Hast du meine Platten dabei? Ja, habe ich hier. Ich brauch die nicht mehr. Ich mache ja Musik jetzt selber. Wird immer besser. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Arbeit so viel Spaß macht. Morgen wieder einschalten, ne? Radio Arce von 12 bis Mittag. Vielleicht mache ich morgen sogar eine Stunde länger. Deine Freundin Klingsi lassen dich hängen, Günther. Du wirst hier wohl noch eine Weile bleiben müssen. Richte dich besser darauf ein und mach mal ein paar Leute glücklich. Freundschaftlicher Rat. Die Dorfstraße beleben. Wäre das nicht mal ein neuer Ansatz? Ja, sicher. Einkaufs- und Serviceparadies Büttenwader. Klingt doch gut, oder? Woher soll ich das Geld nehmen? Du findest einen Weg. Du kommst ja gar nicht. Ja, aber ich bin doch jetzt hier. Ja, jetzt. Jetzt, wo ich auch schon fast da bin. Ja, ich habe furchtbar viel zu tun, Onkel Christian. Ich mache jetzt Radio. Ist das nicht wunderbar? Ja. Ah, ich singe und ich unterhalte mich mit mir selber über gelinde Ködenbrücken. Ich mache auch Nachrichten. Aber nur die von morgen. Das sind nämlich immer die guten Nachrichten. Und auch. Was will der denn hier? Wer? Der Jürgen Seute. Das ist doch das bescheuerte Angeberauto von Jürgen Seute. Keine Ahnung. Hier ist Radio Arce von 12 bis Mittag. Sie hören Waldrauschen in der Duldeau. Augen zu und genießen. Die Mütze kannst du ruhig abnehmen hier drin, die brauchst du nicht. Und heute begrüße ich einen Studiogast. Es ist Christian Tönsen und er hat allerhand Interessantes zu erzählen von früher. Guten Tag, Herr Tönsen. Hallo. Herr Tönsen, jetzt nimm doch mal das bescheuerte Ding ab, Mensch. Ist nämlich schon 106 und er hat eine bescheuerte Frisur. Ich bin ja schon 106 und ich weiß so allerlei Hand. War er das? Soll ich mal sagen, worauf es ankommt im Leben? Unser neuer Friseur, Jürgen Seute? Wurst. Hat er dir am Kopf rumgefummelt? Da liegt eine Scheibe Wurst. Will er sich jetzt beliebt machen als Friseur? Feldmarschall Hindenburg hat auch gerne Wurst gegessen. Was hat er vor? Darüber hat er mit mir nie geredet. Er hat immer nur Wurst gegessen. Finde ich noch raus, du. Rotbrand! Ha!
Wo willst du denn hin? Feiern, was sonst? So, Heinzi, das sieht doch jetzt schon sehr maskulin aus. Sehr schön. Ich hab's. Griem hat es bewilligt. Wirklich? Unser lieber Bürgermeister finanziert aus der Gemeindekasse den Kauf dieser Immobilie und verpachtet an dich. Ich gratuliere. Und ich danke sehr. Ich gratuliere auch. Da nicht für. Ja doch, so bist du die Hütte doch noch losgeworden. Ich hätte den Laden ja gar nicht kaufen können. Danke. Die Belebung der Dorfstraße ist also vor allem wieder mal eine Belebung für dein Portemonnaie? Ja, so könnte man das ungefähr formulieren. Frisierst du jetzt hier die Leute? Ja, guck mal, das ist richtig super, ne? Hier, ich will so. Archie, möchtest du auch? Nee, meine Frisur ist ja noch gut. Zeig mal. Oh ja. Und bleibst du nun immer hier? Also ich habe mir überlegt, ich will dem Dorf, in dem ich geboren wurde, etwas zurückgeben. Das wäre nicht nötig gewesen. Bierchen? Nee, lass mal. Tschüss. Hier, sag mal, Atze, kannst du mir heute Nachmittag mal meinen Kassettenrekorder wiederbringen? Wieso? Na, weil ich das jetzt auch so machen will wie Heinzi. Der hat doch für sich auch so einen Radiosender gebaut, genau wie für dich. Ich mache jeden Tag Programm. Das ist total super. Ja, und Heinzi will jetzt auch für mich so einen Radiosender bauen. Dann kann ich auch endlich Radio machen, ne? Ja, wir können doch nicht alle nur senden. Wir müssen doch auch welche haben zum Zuhören. Was ist denn mit meiner Sendung von 12 bis Mittag? Achso, finde ich nicht mehr so gut. So früher, als du auch noch Sachen von mir gebracht hast, und so, da fand ich die irgendwie viel besser. Und deine Mutti? Die hört schon lange wieder Landfunk. Das ist richtig super. Musikhits und Einkaufstipps. Aber ihr hört das doch noch gerne, ne? Ich habe deine Sendung noch nie gehört. Was? Ich auch nicht. Und ihr? Für alle anderen ist das Signal doch viel zu schwach. Dann hatte ich nur 2 Zuhörer, dich und deine Mutti. So, Heinzi, wir sind fertig. Der nächste bitte. Und das Ganze wie bei Heinzi, ja? Arthur, mit dir wollte ich reden. Deine Radiosendung, ne? Die kommt ja richtig gut an bei den Leuten. Ja. Arche! Das tut mir leid. Wieso denn? Du kannst doch froh und glücklich sein. Du bist ja wohl ein Erfolgsmensch. Du sollst aber wissen, ich bin immer auf deiner Seite. Ja, danke. Ich bin ein Vertrauensmensch. Meine Güte, was denn noch alles? Ich würde gerne ein bisschen Sendezeit bei dir buchen. Was willst du? Ja, ich bräuchte so eine kleine Spezialsendung so bei Radio Arche, nicht? In Richtung Günter Griem, Matador des Volkes. Ja, am besten gleich morgen. Ja, Günther, können wir das nicht vielleicht in Ruhe woanders besprechen? Also ich würde ja davon abraten, Herr Bürgermeister. Was? Ja, es ist nämlich nicht ganz billig. Ich habe ja auch schon Werbezeit gebucht und muss sagen, es hat seinen Preis. Ja, das soll mir die Sache wert sein. Nicht? Also morgen. Nicht? Ich komme dann so kurz vor 12. Und das Finanzielle, das prima dann schon geregelt. Nicht? Also, man sieht sich. Du musst jetzt nicht groß Danke sagen. War doch keine große Sache für mich. Pff. Ich habe doch schon einen Stretchcord-Pullover an den Mann gebracht. Ist Familie nicht was Wunderbares, Arche? Blut ist eben dicker als Wasser. Und wenn wir daran denken, dann haben wir immer beide was davon. Beide was davon? Das Geld von Green wird geteilt. Halbe, halbe. Hast du verstanden? Halbe, halbe. Spinnt ja wohl. Hier ist wieder Radio Arche von 12 bis Mittag. Heute stelle ich Ihnen zum Kaffeeklatsch in meinem Studio Günter Griem vor.
Er ist Matador des Volkes. Und ich frage ihn gleich mal... Das ist eine sehr schmeichelhafte Frage und natürlich nicht so leicht zu beantworten. Wer mich kennt, der kennt meine Qualitäten, weiß, dass ich ein Vollblutpolitiker bin. Was ich tue, tue ich mit äußerster Konsequenz. Da schone ich weder meine Meinst du, er Kinder kommt noch allein meine zu, hä? Freunde. So, was soll ich dann noch? Meine Schwäche ist meine Ungeduld, nicht wahr? Wenn ich wiedersehen, muss das andere nicht meine Noch ein klein? Okay, gern. meine Leidenschaft nicht teilen. Und hier... Archie, ich muss dich ja mal loben. Ja? Ja. Weil du schaffst ja richtig Barmittel an. Ja, na ja. Aber ich muss ja sagen, seit ich Geld dafür kriege, macht mir die Arbeit nicht mehr so viel Spaß. Ich glaube, ich mache dann mal Pause. Vielleicht höre ich dann auch mal wieder Landfunk. Wenn man immer mit dem eigenen Programm beschäftigt ist, dann erlebt man ja auch überhaupt keine Überraschungen mehr. Ne? Nee, das muss ich dir ja sagen, Archie. Das Leben ist voller Überraschungen und wir wollen ja keine verpassen. Ja, das ist wieder furchtbar. Herrlich philosophiert, Braggemann. Ja.